Oh, die Musik ist geil, oder? Hi Leute, wie geht's denn euch allen so? Seid ihr gut in die Woche gestartet? Habt ihr den Tag bis jetzt überlebt? Und warum rede ich eigentlich Hochdeutsch? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt im Hochdeutsch-Feeling. What the fuck? Hi Pini, hi Muna, hi Martin. Wie geht's euch? Schon wach? Wieso meinst du, ist die Muna noch ewig lang am Streamen gewesen, oder was? Ich bin seit 11 Uhr wach. Nice. Hast du Ferien im Moment? Und ja, Caps macht gar nichts. Grüße von der Terrasse aus der Sonne. Martin, Grüße zurück auf die Terrasse. Ah, mega nice. Ich würde jetzt auch gerade gerne, ehrlich gesagt, ein bisschen in der Sonne liegen. Aber ja, Besseres zu tun. Ich muss gamen. Auf Arbeitszeit, von dem her geht's. Akarui, moin, wie geht's dir? Ich wünsche auch einen guten Nachmittag. Hochdeutsch ist doch normal. Ja, für mich normalerweise schon, das muss ich wirklich zugeben. Hochdeutsch ist normal für mich. Ich bin mir das eigentlich sehr gewöhnt, sobald eine Kamera noch immer läuft, dass ich Hochdeutsch rede. Vor allem beim Streamen, das ist für mich eine mega Umgewöhnung. Also das muss ich wirklich sagen. Jetzt plötzlich da auf Schweizerdeutsch zu streamen, das mache ich erst seit ich bei Brack bin. Und das ist wirklich irritierend, hätte ich fast gesagt. Es ist neu für mich. Es ist neu, ich gebe es zu. Aber ja, heute Abend gibt es dann wieder Hochdeutsch. Ja, wie geht's euch allen? Seid ihr gut in den Tag gestartet? Beziehungsweise, ja, es ist ja schon 3, es ist ja schon fast Feierabend. Hey, seid ihr ready fürs Feierabendbier? Schlafen immer ein bisschen länger. Ah ja, ist ja verdammt geil. Ich würde aber auch gerne ein bisschen länger schlafen oder zumindest länger im Bett chillen. Aber ja, leider Gottes ist das nicht immer möglich. Aber jetzt kommt ja jetzt die Sommerzeit. Das heisst, jetzt bin ich dann wieder früher wach. Jetzt kann ich dann hoffentlich abends früher aufstehen, damit ich über den Mittag an die Sonne kann oder schwimmen oder ein bisschen früher Feierabend machen kann. Das ist mein Ziel für den Sommer. Aber ob ich das einhalten kann, das sehen wir dann noch. Hochdeutsch verstehen wir sonst auch. Das ist gut, Mona, das ist gut. Nicht ganz alle, glaube ich, aber also vor allem da meine deutschen Kollegen nicht. Nicht alle, ein paar verstehen es, ein paar aber nicht. Aber ja, hey Leute, freut ihr euch auch so auf den Sommer wie ich? Ich kann es kaum erwarten. Der Sommer wird mega. Jeden Tag Feierabendbier. Nein. Ja, also erstens, why not? Zweitens, nein. Nicht jeden Tag Feierabendbier. Aber vor allem, wenn es schön Wetter ist, die Sonne scheint, es ist warm, wäre es halt schon mega nice, wenn ich auch ein bisschen rausgehen könnte, die Sonne, vielleicht einen Schwumm nehmen, wo ich ganz nah bei Aare. Das wäre halt schon nice, muss ich schon sagen. Ich bin so bereit fürs Feierabendbier. Gut, Pini, sehr gut. Ich bin auch froh, habe ich immer Bier daheim, muss ich sagen. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Heute haben wir Far am Start. Ich habe schon 2 Sessions gestreamt. Das letzte Mal am 26.04. Das war vor genau 2 Wochen. Genau, habe ich das letzte Mal Far gespielt. Letzte Woche bin ich ja einen ganz komischen Weg gegangen. Ich habe mich an Bugsnacks versucht. Aber ich glaube, ohne gewisse Substanzen eingenommen zu haben, kann man das Spiel nicht wirklich guten Gewissens spielen. Deswegen habe ich es jetzt wieder deinstalliert und ich glaube, so schnell lange ich das Spiel nicht mehr an. Es war wirklich extrem weird. Oh mein Gott. Die letzte Woche da waren, die wissen, sie haben es mitbekommen. Aber Far hingegen, ein wunderschönes Spiel, vor allem auch von Schweizer gemacht, also von einem Schweizer Entwicklerstudio von Okomotive. Mit denen haben wir ja auch schon mal ein Interview gehabt. Müsste Episode 10, 11 sein, vielleicht auch 12. Ich weiss es gerade nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall, also steht im Titel. Und das Titelbild ist ausschlaggebend. Auf jeden Fall haben wir das in unserem Gaming News Podcast, das Interview eingespielt. Falls euch das interessiert, geht gerne nachhören. Die neue Episode kommt heute übrigens am 4 Uhr raus, 16 Uhr. Der Nico ist wieder da.
Das heisst, es wird wieder lustig. Ja, es ist sehr lustig geworden tatsächlich. Die gestern im Stream dabei waren, die haben es mitbekommen. Ja. Ich freue mich so auf die warme Zeit. Draussen hängen, grillen, Bierchen chillen, die Füße sehen haben. Ah, ich weiss genau, was du meinst, Pini. Es ist genau so. Ich freue mich auch mega auf die Zeit. Ich habe die Füße zwar nicht in See, sondern in die Aare, aber das ist auch schön. Das Krebsli-Spiel? Das Krebsli-Spiel, du meinst Bugsnacks. Nein, heute gibt es definitiv nicht mehr Bugsnacks. Heute gibt es wieder Far Changing Tides. Gewisse Substanzen des Spiels braucht es definitiv, damit man das Krebsli-Zeug zocken kann. Ey, also eben Bugsnacks, ja. Krebsli-Zeug, wie du sagst. Es ist sehr speziell. Darum, ja, es ist nicht so mein Stil an Games, sage ich jetzt mal. Aber für das sind wir ja auch nicht da. Heute wollen wir Dings spielen. Far. Das starten wir jetzt auch gerade. Schnell schauen. Wo bin ich normalerweise mit der Kamera? Hier. Ja. Perfekt. Die Musik muss ich vielleicht noch abschalten. Das ist nicht so schlecht. Und dann würde ich aber sagen, dann starten wir auch schon gerade in unseren letzten Spielstand. So. Oh ja, genau. Ich habe ja letztes Mal angefangen, mit dem Controller zu spielen. Normalerweise spiele ich das ja also das erste Mal, was ich gespielt habe, ist mit Tastatur und Maus gespielt. Jetzt muss ich wieder schnell so ein bisschen herausfinden, wie was funktioniert. Aber das haben wir dann sicher schnell wieder. Also wir wollen, warte, wie geht das? Ah, so. Genau, wir wollen volle Pulle voraus. Wir wollen hier Zeug verbrennen. Genau, da würde ich sagen. Wir müssen ja da fürschen kommen. Beziehungsweise wir müssen ja da oben stecken bleiben. Stecken bleiben. Und jetzt müssen wir da oben runterkommen. Mögt ihr euch noch besinnen? Natürlich muss ich dann auch schauen, dass der Motor nicht überhitzt. Genau. So, jetzt muss ich schnell hier gehen. Den Motor. Abkühlen, so. Schnell. Nice, okay. Ich weiss noch, als ich das erste Mal gemacht habe. Und? Komme ich fürschen oder nicht? Oder nicht? Ist das Falsche gewesen? Oh nein, ernsthaft, habe ich das für nichts gemacht? Muss ich tatsächlich einfach... Nein, die Segel setzen muss ich ja auch nicht. Es hat ja keinen Wind. Was muss ich denn da machen? Help! Ich weiss es nicht mehr. Also hier kann ich nicht fort. Shit, ich komme hier nicht weg. Wo da komme ich ja nicht fort. Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Dass ich da nicht mehr vorkomme. Was muss ich denn machen? Oh. Ich verarsche mich doch. Oder muss ich hier... Da hat es eine riesen Leiter. Da oben bin ich noch nicht gewesen. Ah. Okay. Ich glaube, ich muss da etwas machen. Ah, das klingt richtig.
Licht! Wir haben Licht gemacht, Leute. Wuhu. Ja, super. Jetzt habe ich mega viel Zeug verbrannt für nichts. GG. Aber ja, macht eigentlich Sinn, dass man so nicht für sich kommt, hä? Ja, nu. Wir haben gerade sehr viel Strom produziert. Aber meine Frage ist jetzt, wie kommen wir dort oben runter? Hallo? Ah! Wir haben dort oben übernachtet. Oh gut. Haben wir denn jetzt wieder ein bisschen Wind wenigstens? Autsch. Das Wetter. Aber ich lebe noch. Jetzt haben wir Wind! Ja, super. Das war ja voll Verschwendung vorher. Haben wir die Umwelt verpestet für nichts. So. Oh yes, es geht los. Ab ins Wasser, dort wo wir hergehören. Ah! Ja, zum Glück ist es ein halbes U-Boot. Schon wäre jetzt ein bisschen dümmer gewesen. Oh, ganz schön wellig ist es. Ist es genug hoch? Ja, das ist schon genug hoch. Bin mir voll paranoid, wo mir sonst Dings der Mast abbricht. Also er geht nicht. Also er geht halt ein bisschen kaputt. Er bricht natürlich nicht komplett ab, aber ein bisschen kaputt geht tut er. Jetzt haben wir noch Glocken. Wo kommen die? Es dünkt mir noch mal, oder sieht das irgendwie aus wie so eine Eisenmüllhalde irgendwie, da mit dem Meer. Schon mal etwas gehört davon, Meer aufräumen und Müllentsorgung, nicht im Meer. Einfach ins Universum schießen, habe ich gehört. Alles ist angerostet. Echt schon crazy. Also ich meine, klar, es chillt, das Zeug chillt im Meer, aber gleich. Ui. Ja, super. Danke für gar nichts. Genau das habe ich gemeint. Dass es dann eben kaputt geht, sage ich. Aber das habe ich ja nicht gesehen, dass das dort kaputt geht. So. Also eins von diesen Reparierdinger habe ich glaube ich noch irgendwo. Ja, dort unten.
Die sind wichtig. Wenn man die nicht hat, dann ist man aufgeschmissen irgendwann. What happened? Wir haben doch noch Wind. Ist das das Problem? Einfach noch so ein bisschen. Oder ist das zu wenig? Das kann doch nicht zu wenig sein. Es lüftelt doch. Komm jetzt. So schwer ist es das Boot also nicht. Oh nein. Das war zu früh gewesen. Komm jetzt. You can do it. Siehst du? Habe ich doch gesagt. Luftet genug. So. Hey, wehe, jetzt geht jetzt wieder kaputt. Ist es... Ja klar, es ist einfach wieder zu nahe gewesen. Das sieht man nicht, das ist fies. Ups. Ja, ist gut, ich kann es nochmal reparieren. Aber das, also, ihr wisst, was ich meine, oder? Man sieht es wirklich nicht, wenn das Zeug zu nahe kommt. So von Entfernung her. Sieht man das einfach nicht. Jetzt kann ich noch ganz schnell schauen. Normalerweise, wenn man hier an diesem Zeugs feststeckt, hat es hier noch etwas unten zum Holen. Da kann ich jetzt ganz schnell schauen. Wir müssen ja schliesslich Nachschub, also unsere Ressourcen da auffüllen. Damit wir immer genug Zeugs zum Verbrennen haben. Ach, da ist es ja schon. Nice. Ist ich schon noch etwas? Ich denke es nicht. Was ist genau deine Mission in diesem Spiel? Das ist eine sehr gute Frage, Pini. Das weiss niemand. Ans Ziel kommen. Aber was das Ziel ist, frag mich etwas Leichtes. Umfahren von A nach B. Aber was B ist, wissen wir nicht. Ah, fuck. Ja, super. Danke für nichts. Nein, es ist tatsächlich so. Also, durch das, dass ich das Spiel schon mal einmal gespielt habe, weiss ich natürlich, was das Ende ist vom Spiel. Aber ich werde es euch nicht spoilern. Und weil sonst weiss man effektiv nicht, was man hier genau machen muss. Also man weiss einfach, man muss umfahren. Also man muss irgendwo herfahren. Irgendein Ziel hat man. Aber man weiss natürlich nicht, was es ist. Und ja, man hat einfach das Schiff am Anfang, irgendwann mal das Boot, also das U-Boot, wo man irgendwie mehr ausschmückt, immer wie mehr Teile daran tut. Also man tut es immer wie besser mehr ausbauen und es wird immer wie besser und hat mehr Features und so weiter. Aber am Anfang ist es nur ein Schiff, dann irgendwann mal ist es ein U-Boot. Und wo ist das Teil? Das ist jetzt wieder fort. Muss ich es wieder einholen? Ernsthaft? Also probieren wir das nochmal. Aber die Leute, so wenig ist das nicht. Muss ich es nochmal holen da oben. So. Okay, let's go. Ja, genau so sieht es aus. Ganz ehrlich, in diesem Spiel ist der Weg das Ziel, so gefühlt. Was ja auch gar nicht so schlecht ist. Ist halt das Abenteuer.
Und ja, das wie, es ist halt, es ist halt sehr ein atmosphärisches Spiel. Es geht wirklich darum, aber das Schiff ein bisschen zu managen, das immer vorwärts zu bringen. Es geht darum, aber dass du immer genug Ressourcen hast, die du kannst einsammeln kannst. Je nachdem musst du halt über Wasser oder unter Wasser durch. Zum Beispiel, wenn es irgendwann mal mega Turbulenzen hat, wenn es stürmt zum Beispiel, dann musst du natürlich unten durch, weil ja, es ruckelt, also das hat so einen krassen Wellengang, dass du wirklich eigentlich fast nicht vorwärts kommst. Und dann, wenn es blitzt und donnert, ich meine, dein Schiff besteht wahrscheinlich 3/4 aus Eisen und Metall und Stahl. Wenn du da, ja, du bist ein wandelnder Blitzableiter. Darum gehst du gescheiter unter Wasser. Aber was genau das Ziel ist, das wissen nur die Entwickler. Ich sehe aber, dass wir jetzt auf die Arktis zugehen. Das sieht auch so aus mit den ganzen, den ganzen Eisbergen dort hinten und den Eisplatten, die hier auf uns zukommen. Aha. Das Spiel geht, wenn ich es recht im Kopf habe. Ich glaube, irgendwie 5,5 Stunden ungefähr. Das ist deutlich länger als der Vorgänger. Der erste Teil, Lone Sails, geht es ja etwa 2,5 Stunden, wenn ich es recht im Kopf habe. Und oh. Da kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Die Frage ist, kommen wir runter? Ist da unten etwas unter uns? Ich gehe schnell auskundschaften. Mach da unten durch. Das sollte eigentlich schon gehen, oder? Ja, ja, wir probieren da mal unten durchzugehen. So. Ah, da. Jetzt bin ich zu weit. Also, was haben wir da? Wir müssen... hier. So, jetzt gehen wir runter. Werden wir zum U-Boot. Vielleicht ist auch die Meinung von dem Spiel Slow down. Genau, take it easy. Einfach mal runterkommen vom ganzen Alltagsstress. Das sicher auch ein bisschen. Das muss ich wirklich sagen. Es ist wahnsinnig ein gemütliches Spiel. Aber sehr atmosphärisch. Du bist auch sehr allein natürlich. Es spielt ja auch eine Postapokalypse. Du bist so ein bisschen der Letzte irgendwie. Also bei Lone Sales, shit, haben wir ja ein Mädchen, glaube ich, gespielt. Noch ein bisschen, komm. So. Hier spielen wir, keine Ahnung, was das ist, aber auf jeden Fall, ja, man ist so das, oh, Moment, haben wir das einfach aufgegabelt hier. Das haben wir auch nicht mit runtergenommen, oder? Das wäre es ja noch. Aber ja, und ich muss ehrlich gesagt sagen, so im Alltagsstress ist das ein wirklich mega schönes Spiel, um ein bisschen oben runterzukommen. Da gebe ich dir absolut recht, Pini. Es entspannt und bringt einem teilweise sogar fast ein bisschen in Trance. Vor allem, wenn du die Geräusche, die Umgebungsgeräusche und die Musik und so weiter einfach auf dich wirken, dann ist es wirklich einfach ein Hammerspiel. Aber es ist auch so entspannend irgendwie. Also das muss man wirklich sagen. So. Was mache ich eigentlich mit dieser Lampe jetzt hier? Ich stelle die mal daher.
Vor uns ist aber noch etwas. Ui. Okay, da geht es sehr tief runter. Das ist auch ein bisschen gruselig. Aber ja, anscheinend ist da nichts. Aber ja, ich habe mega gerne, ich glaube, da habe ich etwas gesehen, so die Spiele, die einfach nur zum Entspannen da sind. Jetzt habe ich doch gemeint, ich habe da etwas gesehen, nicht? Kann man da nicht rein? Nein, da kann man nicht rein, okay. Ich habe eigentlich eine Laterne gesehen hier innen. Aber in dem Fall nicht. Ich glaube es zurück zu meinem Schiff. Wenn ich das noch finde. Ah, da ist es. Ja gut, also, dann gehen wir mal fürschen. Schauen wir mal, was auf uns zukommt. Ich gehe hier mal noch eine Geschwindigkeitsstufe runter. Because you never know. Wir müssen ja reagieren können. Davor ist einmal etwas. Man sieht es ja hier im Sensor. Oh mein Gott, mein Controller vibriert gerade hure. Was ist eigentlich los? Da im Hintergrund geht Zeug runter. Oh oh. Okay, hier unter uns ist jetzt anscheinend etwas. Wir kommen hier auch gar nicht weiter. What? Oh, what the hell? Was ist das? What the fuck? Dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern, was ist passiert? Kommen wir hier gar nicht weiter? Oder was ist so genau das Problem? Ich glaube, da müssen wir... Wo wir da nicht durchkommen, müssen wir auch oben durch. Ah. Ich glaube, wir müssen da drauf. Okay. Okay, dann gehen wir rauf in diesem Fall. Es Mühe. Noch ein bisschen. Ja, noch Mühe. So. Oh. No, 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 no. Und jetzt geben wir noch ganz wenig Gas. Wo jetzt müssen wir die auch wieder runter. Oh fuck, falsche Seite. Nein! Oh shit. Rückwärts! Ah, noch mal ein bisschen rauf. Und jetzt aber. Boah, ist das schwer, Mann! Are you kidding me? Alter! Also sorry, aber mit Kirby fahren ist einfacher.
So, jetzt. Holy shit. Also. Gehen wir mal schauen, was da ist. Aha. Okay, der Lift ist kaputt gegangen. Geil. Okay, jetzt sind wir in diesem Schlauch hin. Alles klar. Jesus. Das kann ich mich ja nicht mehr erinnern. Null. Dort oben ist das Reparierding. Ich gehe mal davon aus, das brauchen wir. Wir wollen... Warte einen Moment. Ist das, glaube ich, Wasser? Oder? Nein. Wir wollen Wasser. Wir müssen das Zeug hier befüllen, I guess. So, damit es schwer wird. Auf dieser Seite. Das ein bisschen auf die Seite schieben. Das reicht auch noch gerade nicht. So. Bin ich. Geil. Sick! Okay, es kippt. Aber ist auch noch zu wenig, oder? Oh oh. Ich habe einfach Schiss, dass es mir alles in die andere Seite, auf die andere Seite kippt. Help! Ja, jetzt? Der Knöpfel. Okay. Jetzt ist gerade. Okay, gerade ist schon mal nicht schlecht, aber ich muss auch das Reparierteil von dort oben abholen. Hilfe. Es ist runtergefallen. Geil. Jetzt kommt dann natürlich... Ja... Gott, wie schwer ist das? Hey, nein. Gut, ich habe es natürlich mit Wasser gefüllt. Logisch ist es schwer, aber... ich gehe jetzt das Risiko nicht ein, dass ich es nochmal leeren, nur damit es leichter ist, wo dann würde ich wahrscheinlich noch mehr Zeit verschwenden. Also es sollte länger. So. Gehen wir schauen, ob wir den... Ja gut, wir sollten ihn flicken, den Lift. Yeah. Und jetzt? Es geht auch so lang. Moment mal! Oh, mein Chef! Bodenkontrolle vibriert durch, Mann, holy shit! Das sieht es auch nicht. Mein Chef! No, was mache ich jetzt? Das ist nichts. Hey, stellt euch vor, ihr seid so unterwegs. Mit eurem Schiff, aka U-Boot. Oh no! Ja, aber echt. Und er halt einfach, als ja, irgendetwas passiert und euer Schiff ist einfach weg. Und ihr seid nicht drin. Wenn man noch drin ist, ist ja noch eins, wenn es davon geschwärmt wird. Aber wenn man nicht einmal drinnen ist, das ist ja Horror. Wo ist jetzt mein Schiff? Oder mein U-Boot? Oder mein U-Schiff? Keine Ahnung.
Okay, I guess wir laufen. Angenehm. Ich glaube, der hat nicht mal Schuhe. Das ich. Er hat nicht einmal Schuhe. Und er läuft durch die Arktis. Und das ist aber diffig unterwegs da. Biber, ja, aber echt. Vor allem. Oh, ja. Ich kann mich erinnern. Das war ein Moment, wo ich mich gefragt habe, ob das Spiel kaputt ist. Beziehungsweise, ob ich irgendwie einen Glitch gefunden habe, wo ich mir nicht mehr sicher war, ob ich da noch richtig bin. Oh, das shit. Und ich dachte so, hä? Das kann doch nicht stimmen hier. Es rutscht mega. Aber doch, es stimmt im Fall. Tatsächlich. Wow! Ich bin nur runtergeschlittert, habt ihr gesehen? Holy shit. Also falls ihr das Spiel mal selber spielen wollt und ihr seid an dieser Stelle und ihr habt das Gefühl, das Spiel spinnt oder das ist ein Bug oder irgendwie sonst etwas, nein. Das ist alles bewusst und gewollt. Und ja, ich nehme das Repariertding mit, wo ich irgendwie das Gefühl habe, wenn wir unser Schiff wiederfinden, dann braucht es auch ein bisschen Reparatur. Und für etwas haben wir es ja gefunden, so. Wenn es um einmal braucht. Und die Dinge sind mega wertvoll. Es ist mega gut gemacht, aber es ist mega atmosphärisch. Das Ding ist ein Schiff. Können wir nicht einfach das nehmen? Es ist atmosphärisch, man fühlt... Also ich fühle das Spiel mega, muss ich wirklich sagen. Also mit dem Lichteinfall und dem Nebel jetzt. Es ist mega. Eine Tour. Oh. Google hat sich aus irgendeinem Grund gerade angesprochen gefühlt. Frag mich, oh shit, frag mich warum. Moment, das nehme ich mit. Da hat ja noch eins. Ich nehme das ist voll. Das ist für alle die nicht so schlau waren wie ich und das Repariertding nicht mitgenommen haben. I see. Ah. So. Ja, Pini, falls es dir auch möchtest suchen tun oder mal möchtest spielen oder weiterempfehlen, es gibt es auf Steam, es gibt es im Xbox Game Pass und ich glaube, es gibt es auch auf der PS und auf der Switch. Soweit ich weiß, kann man das wirklich überall spielen. Ah. Was meint ihr? Finden wir das Schiff wieder?
muss echt mal schauen, finde ich es ganz nice. Und das ist ja der zweite Teil. Der erste Teil aber es war Far Lone Sales. Ah, oh. I see what you're doing there. Gern. No problemo. Schaffen? Oh doch, okay, es langt. Boah, es kutet mega. Richtig grusig. Hallo? Jetzt haben wir doch Sommer. Was soll das? Oh, ich bin ein bisschen voll. Heute war ein sehr tighter Tag bis jetzt. Tatsächlich geht sehr viel abgegangen bei mir. Und mit diesem Spiel ist es einfach, es ist so entspannend. No, don't do that. Why? No, ist so gemein. Das Spiel ist so entspannend, dass ich echt voll runterfahre. Ich bin wirklich so entspannt. Ich fühle mich vor allem auch so alt irgendwie. Ich habe heute gehustet. Komm ich auch noch nicht rauf? Yes. Ich habe heute gehustet. Und dann hat meine ganze Wirbelsäule etwa 3-mal geknackt. Und ich habe das Gefühl so, what the hell? So wegen 3-mal Husten. Was läuft? Also einmal Husten, und 3-mal hat es geknackt. So. Oder war es ein Nieser? Es kann auch ein Nieser sein. So, haben wir es jetzt denn da? Verdammt. Man hört es aber fast nicht. Kenne ich. Gut, da bin ich froh, bin ich nicht die Einzige. Jetzt tut es, glaube ich, ein bisschen aufhören. Probieren wir das nochmal. Nein! Kopf! Das ist fies! Menno. Also mir ist es noch nie passiert, dass ich einmal gehustet oder genießt habe und dann ist meine Wirbelsäule zuerst mal gemacht. So. Das ist mir noch nie passiert. Kann ich mich hier verstecken? Und sonst komme ich, glaube ich, nie vor. Damn. Los, jetzt. Wir schaffen das. Es kutet zwar, aber wir schaffen das. Schnell! Schneller! Nein! Nein, so fies! Ich kann mich ja nicht mal noch mehr festhalten oder so. Nein, so gemein! Ich bin sogar so weit, dass ich alle Stunde 2 muss... Was? Alle 2 Stunden muss die Hänge hinter den Rücken tun. So Hänge zusammen und dann so runterziehen. Oh ja, das kenne ich! Das mache ich auch die ganze Zeit. Das mache ich ständig. Oder der Kopf so knack. Ich weiß genau, was du meinst. Das geht mir auch so.
Ja, ja. Meine lieben Leute. Das Alter. Es bringt viele Freude mit einem, vor allem wenn man es gerne hat knacksen. Oh, ja, ja. Oha. Oh Gott. Nein, sie ist so erschrocken. Das darf doch nicht wahr sein. Meine Nerven. Was ist denn diese? Können wir das übernehmen? Das würde ich so noch sehen. Oh Gott. Wieso ist es so langweilig? So langsam? So, wieso bist du so langsam? What the hell? Hä? Das ist doch jetzt gerade hure langsam. Aber was liegt euch das? Ist es, weil die Person da gesehen hat? Oder die Leiche, besser gesagt? Oh. Oh, wie er so von der Kopfladel hängen. Oh nein. Oh nein. Ja gut, das ist natürlich schon ein bisschen sad. Oh je, oh je. Chefie, we know it. Ich bin nicht die Einzige. Yeah. Nice. Okay, wir schmelzen jetzt Eis fort. Aber müssen wir dann mit dieser Leiche umfahren, oder was? Das ist schon ein bisschen creepy. Aber nein, okay. Wir tun nur da die Eisenwand wegschmelzen. Okay. Hey JC, wie geht's dir? Viel Spaß im Lurk? Oh ja, das ist ein guter Punkt. Ausrufezeichen Lurk, den Command sollte ich auch mal machen. Ja, aber das langt doch nicht. Komme ich da jetzt rauf? Kann ich denn hier durch? So. Ah, es hat gelangt. Nice. Tschüss. Whee. Oh, kennt ihr den TikTok-Sound? Oder das ist wirklich lustig. Ich glaube, ich verbringe ein bisschen zu viel Zeit auf TikTok, muss ich zugeben. Aber es hat halt echt witzige Videos drauf, muss man wirklich auch zugeben. Ui! Zum Beispiel der. Ui! Abla, ui! Mabla, ui! Ja, aber es sieht einfach ungemütlich aus. Und sie das dort hinten, Wasserfall, holy guacamole! Einfach ein Niagara-Fell dort hinten ist kurz eingebaut. Habt ihr das gesehen? Ich bin im Clinch, was mache ich jetzt? Shit. Lass mich raus!
Okay, das sind noch mehr. Okay, ich geh mal. Da. Ein Schiff. Ist das unser Schiff? Ist es unseres? Es ist unseres. Halleluja. Alles kaputt. Seht ihr? Also da einmal flicken. Da einmal flicken. Ich glaube, dort oben müssen wir auch flicken, aber das ist noch eingeeist. Dann lassen wir das einfach mal da. Da unten sieht es so aus. Alles vereist. Ich gehe jetzt aber da noch schnell. Wir haben noch ein bisschen Ballast verloren. Jetzt kann ich da auch mal einsammeln. Also das mit dem Umrutschen und dem Umsliden haben sie echt gut gemacht. Auf dem Eis. So. Beziehungsweise, ich kann ja da eigentlich schon mal anladen, oder? Oh, ich muss da noch schnell zutun. Geht das? Ich glaube schon, oder? Yes. So. So jetzt. Ah ja, das oben ist auch kaputt. Da habe ich mir es doch gedacht. Alles kaputt. Alles kaputt. Da jetzt noch das Reparierteil, das nehmen wir mit. Das mache ich dort hinten. Wow! Ich gehe mal davon aus, dass sich das Thema gerade erledigt hat. Okay, ich glaube, wir sind schon losgebrochen. Ah, okay. Wo ist das Reparierding? Wo habe ich das jetzt her da? Ah, da unten ist noch eins. So, Gott. Hey, erschreckt mich doch nicht so. Was soll das? Meine Nerven. Ich bin nicht mehr so jung. Aber hey, wir haben unser Boot wieder. Also unser U-Schiff-Boot wieder. Das ist nice. Ah! Nein. Ha, so schnell kann es gehen. Die Frage ist jetzt, gehen sie die restlichen Sachen noch holen? Ja, ich glaube schon, oder? Wenn ich da aus dem Wasser rauskomme. Gott. Wobei, ja, okay. Ich glaube, ich hole einfach das. Den Rest lasse ich glaube einfach liegen. Sonst kommen wir da nie für. Da habe ja eigentlich schon viel Zeugs hier. So. Ja, voll. Ich habe so viel Ballast. So, das müssen wir jetzt auch noch reparieren hier. Alles ist kaputt. Alles. Ah, nein, Moment. Wir haben ja Wind. Setzen wir unsere Segel. Dann schauen wir, wo der Wind uns hintreibt. Nice. Oi! Ah, so schön.
Wieder vereint mit unserem Schiff. Boot. U-Boot-Schiff. Seid ihr schon mal bei den Niagara-Fällen gewesen? Die sollen ja so krass eindrücklich sein. Ist das gemütlich gerade. Es hat nur noch so ein Gläschen Wein. So gediegen. Ein bisschen im Segeln. Wenn jetzt ein Szenario irgendwie ein bisschen Karibik wäre oder so, würde ich auch nicht Nein sagen. Dann wäre es wirklich schon fast ein bisschen wie Ferienfeeling hier. Leider nein, aber da schon weiss, was, wie viele dort waren und Bilder gezeigt haben, müsste ich gar nicht mehr gehen. Aha, so viele Leute, die du kennst, die schon dort waren. Okay, krass. Nicht schlecht. Ich kenne gar nicht so viele tatsächlich, die schon mal dort waren. Aber anscheinend ist es mega eindrücklich. Halt echt total überlaufen mit Touristen. Aber ja. Ist halt so, hey. Man kann nicht alles haben. Sieht auch mal krass aus hier so. Was ich mich aber gefragt ist, so, ist echt unter uns etwas Spannendes? Man sieht halt leider nicht so viel. Es sieht aber unspektakulär aus, von hier aus gesehen irgendwie. Oh. Nein! Darum lassen wir das Thema einfach. So. Ich bin eher der Non-Touristen-Spot-Ferientyp. Kann ich absolut nachvollziehen, ja. Wo gehst du aber so in die Ferien, Pini? Wenn man da gerade so deine Non-Touristen-Spots abfragen kann, wenn du uns die willst, verraten. Hä? Sagu? Kala? So. Ich wollte sagen, da. Oh oh. Müssen wir echt gleich wieder untertauchen? Nee, das schaffen wir schon. Kennst du in Kanada den Cannon Lake? Gut, ich war noch nie in Kanada und allgemein bin ich in Amerika erst einmal in San Francisco. Sonst kenne ich mich überhaupt nicht aus. Und nein, dementsprechend kenne ich mich auch mit Kanada nicht aus. Wieso ist es ein Geheimtipp? Williams Lake Städtli? Nö. Kanada ist wirklich ein Ziel, also ein Reiseziel, das noch auf meiner Wishlist steht. Ich glaube, auf Kanada würde ich echt gerne mal gehen. Also die ganzen Nationalpark und so, das ist, glaube ich, schon recht eindrücklich. Und in den Norden würde ich gerne mal. Aber nicht Arktis Norden, sondern so Schweden, Irland, Island. Das soll noch schön sein.
Also der Wellengang ist gerade ein bisschen crazy. Oh, Musik? Ich gehe jetzt nicht schauen, ob da unten noch etwas ist. Lass uns einfach vorbei, danke. So. Ja, ich glaube, das wird auch nichts. Ich glaube, wir müssen wieder einmal runter. Ey. Ah, oh nein, warte schnell, da ist ja der Schluch. So. Komm weg hier. Gehen wir runter. Anscheinend, also oben kommen wir nicht durch. Das ist aber der einzige Weg. In dem Fall bist du schon öfters in Kanada gewesen, Pini. Wie Pini einfach die einzige ist, die schreibt. Krass. Finde ich schön. Habe ich ein bisschen Unterhaltung. Ja, es ist sicher mal interessant, um die Sachen anzuschauen. Williams Lake ist zum Beispiel sehr bekannt für Rodeo. Oh, interessant, okay. Rodeo. Crazy. Oh, ich glaube, wir müssen ein bisschen fürschen. So. Ein bisschen runter. Ich habe hure viel von diesen Sachen hier. An die Reparierdinger. Oh shit. Langsam an. Oh nein! Nein! Excuse me? Nein, meine Lampe! Ich habe meine Lampe verloren! Mayday! Komm zurück! Rettungsaktion von einer Lampe. Sehr schön. Ach, wir haben sie gerettet, Leute. Holy, ich bin erschrocken! Das kann doch nicht wahr sein. Aber was das Teil da oben macht, ist mir ein Rätsel. Oh, das wollen wir ja eigentlich nicht verheizen. So. Gut, das schieben wir einfach, dann mache ich dahinter. Das braucht eh niemand. Jetzt muss ich ganz schnell schauen, was ist jetzt passiert? Wir sind zu weit oben. Okay. Da wieder runter. Noli. So. Gut. So, schnell müssen die Nachrichten erlauben. Sorry. Das können wir noch schnell einsammeln hier. Was auf dem Weg ist, kann man ja mitnehmen. Und da geht's rauf. Zu fest.
So. Der Sound. Da sind wir so, hey, you did it! Oh, 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 wait. Oh shit. Nein, nein, falsche Seite, falsche Seite, falsche Seite. Moment, ich muss da schnell überlegen, was da jetzt genau Sache ist. Dort hat es einen Haken. Und sobald es einen Haken hat, gibt es für mich nur eins zu machen. Und zwar hier der Haken ausfahren, hätte ich fast gesagt. Da einhängen. Ich habe das Gefühl, ich bin viel zu nahe. Aber die mal schauen. Ah, ich bin auch unter Wasser, ich kann da durch. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Wenn wir jetzt da dran ziehen. Es passiert nichts. Ich glaube, ich bin wirklich ein bisschen zu weit unten. Oh shit, jetzt bin ich runtergefallen. Oh shit. Hey, nein. Das ist so... Das ist einfach echt nicht einfach, Leute. Ich sage nichts. Jetzt... Ich wurde schräg lag! Oh mein Gott! Was ist das? Uff! Eieiei. Da schnell, schnell ausgehen. Puh. Also, was habe ich jetzt genau gemacht? Ich weiß gar nicht, was ich genau gemacht habe, aber anscheinend war es richtig. Ah, wait. Moment. Nein. Es sieht verdächtig aus. Es sieht so aus, als könnte ich dort reinfahren. Kann ich dort reinfahren? I mean... Verlockend ist es. Noch ein bisschen? Ist jetzt wieder zu weit. Ah, es wird gekniffelt hier. Meine, das stimmt, was ich da mache. Es ist nämlich gerade ein bisschen tricky da. Also ich chill jetzt da drinnen. Tatsache. Oh, so geil. Nice. Okay, und jetzt? Muss ich noch etwas machen, anscheinend. Ich habe noch gedacht, dass es zurückhalten könnte. Also, du bist 3 Monate
also in Kanada auf einer Ranch arbeiten. Okay, das ist recht nice. Aus welchem Grund denn? Mit welchem Ziel und so weiter? Falls du uns das verraten willst. Also meine Frage ist jetzt so ein bisschen, muss ich jetzt hier Luft drin pumpen? Nein. Muss ich Wasser drin? Ah, ich habe eine Ahnung. Okay, Moment. Alles falsch. Alles falsch. Nein. Ah, Mann. Das muss ich auch nicht haben. Also ja, mal stimmt. Doch. Das brauche ich für nachher. Beziehungsweise muss ich noch schnell in Neutralgang tun. So. Oh, wait. Bevor ich hier gross gehe, Zeugs verheizen. Die Lampe verheizen wir auch. So. Okay, es pumpt das Ding auf. Nice. Dann kann ich aber gleich da runter schauen, ob da noch etwas ist. Da unten scheint nämlich noch irgendwo etwas zu sein. Das nicht. Alaska fischen wollte ich auch mal noch gehen. Sonst liebe ich noch kurzfristige Städtereisen. Ich habe schon mal an einen Freitagmorgen gedacht, verlängertes Weekend, was soll ich machen? 7 Stunden später bin ich in London am Chillen gewesen. Okay, chill, cool. Ja, ich meine, wenn man kann, dann go for it. Why not? Okay, so. Nein, so auf die Schnelle finde ich hier nichts. Gut, gehen wir. Hey JC, alles klar bei dir? Oder ist da noch etwas? Nein, ich glaube, jetzt bin ich schon zu weit, oder nicht? Jetzt bin ich schon fast wieder oben. Zurück zum Schiff. Okay. Wäre aber noch gut, wenn man irgendwie so einen Radar hat oder so, wo das sein Schiff ist. Wo ja, das jetzt schon ein paar Mal fast verloren haben. So, also. Prag auch schon, Amsterdam mit meiner Mom. Ja, Amsterdam habe ich auch mit meiner Mom gemacht. Das ist mega cool. Und New York auch. New York bin ich noch nie gewesen. Aber halt wirklich immer dort durch, wo wenig Touristen sind. Und das Jahr gehe ich im Herbst auf Kroatien mit dem TÜV. Okay, geil. Nice. Sehr, sehr geil. In Kroatien bin ich auch schon gewesen. Mega schönes Land. Da bin ich eine Woche lang allein in die Ferien. Das war der Hammer. Ich habe es so genossen. Gehst du auch allein, Pini, oder nimmst du jemanden mit? Oh yes! Das erinnert voll ab an den Disney, das ist ein Pixar-Film. Yeah, geil. Wow, so schön, hä? Oh wow. Wir fliegen über die Niagara-Fälle, Mann. 5 Leute seid ihr? Ah, cool. Okay, das klingt aber mega chillig. Es war mal so eine Anzeige in der Zeitung, ich habe dort angerufen. Sie hat gesagt, ja klar, einfach kommen. Ich zum Chef, kann ich 3 Monate unbezahlt Ferien haben? Also ja klar und tschüss. Okay, crazy, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Naja, mit ein paar Wochen warten, aber sonst hippie Flüger. Ja, aber hure geil. Also, das sind 5 Leute, die der Alben zusammen Ferien machen, also Städtetrips und so. Oder sind ihr einfach 5 Leute in der Ranch gewesen? Ich meine, hure nice.
Ich frage mich gerade, ob ich da den Button muss drücken muss. Also er ist am rausgekommen. Ich probiere es jetzt mal. Nö. Da passiert nichts. Ich glaube es einmal. Ich will einfach noch die Sachen verbrennen. Und da den Motor ein bisschen kühlen. Das ist, glaube ich, auch ganz schlau. Wenn wir schon da sind, können wir auch dem Pflänzchen mal wieder ein bisschen Wasser geben. Das hat sicher auch Freude. Nein, nein, es hat nicht losgehen. Das war... Was hat er jetzt gemacht? Das war gerade ein bisschen irritiert. Pflänzchen. So. Noch ein bisschen Wasser geben, noch ein bisschen Licht. Wunderbar. So geht es dir doch sicher gut. Wie lange bleiben wir jetzt eigentlich da so in der Luft? So, wieder mal weg bis gleich. Hey, JC, merci für die Lurk. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Genieß noch die Tag. Ich war allein auf der Range mit ein paar Randoms. Mit den 5 Kollegen fange ich auf Kroatien. Mit dem Städtetrip mache ich meistens allein oder zu zweit. Und je mehr Leute wir sind halt so kurzfristig und nur so 2-3 Tage. Das ist stressig. Ja, fair. Das kann ich absolut nachvollziehen. Aber hure geil, so spontan mal einen Städtetrip. Das stelle ich mir schon recht chillig vor. Ich glaube, wir landen wieder. Es sieht so aus. Es hat schöne Blümchen hier. Blümlis. Oh oh. Ah, da haben wir aber noch Schwein gehabt, dass das nicht weiter oben auseinandergebrochen ist. Und tschüss. Ja, geil. So, dann tun wir doch die Segel wieder setzen. Schön. Was hast du, wo bist du überall schon gewesen, Pini? Aber in Amsterdam hast du gesagt, in London, in Prag. Fliegst du ab oder wie machst du es? Gehst du mit dem Zug? Ich finde es mega cool, vor allem lernst du auch viel mehr Leute kennen. In London bin ich mit dem Rezeptionist am gleichen Abend ziehen. Oh, das ist gerade so krass. Später sind seine Kollegen noch gekommen und haben mir am Tag darauf mal noch ein anderes London gezeigt. Okay, das ist natürlich geil. Wenn du natürlich so mega offen bist, ist natürlich nicht jedem seine Sache, sage ich jetzt einmal. Oder Art. Also einfach so, ohne dass man Leute kennt, nicht mehr her und dann wirklich auch Leute kennenlernen, das können nicht alle. Ich glaube, ich könnte es nicht, muss ich zugeben. Aber das ist natürlich echt geil, wo eben du lernst halt wirklich die Stadt nochmal ganz anders kennen, wenn du wirklich mit den Einheimischen, sage ich jetzt einmal, unterwegs bist. Es hat schöne Blümchen hier. Habt ihr die mal gesehen, dort hinten? Die sind hübsch.
fühle mich so eingequetscht. Oh, ich finde das so schön. Irgendetwas ist mit dem Wasser passiert. Habt ihr das gesehen? Noch mehr Blümchen. Und es wird Nacht. Sehr dunkel. Und irgendein Schiff hat sehr viele Kisten verloren. Ich habe so das Gefühl. Oh. Okay. In dem Fall gehen wir da mal schauen. Moment, jetzt oben offen. Aha. Okay. Finde ich noch eins. Ein Vogel. Oh. Hey, was macht das? Oh shit, bevor runtergeht. Also, du zuerst das mal noch. Oh shit, füllen. Hey! So, ablegen. Danke. Jetzt ist es voll. Jetzt soll es gehen, oder? Hey, da hinten ist ein Ballon. Drauf gezeichnet. Der verfolgt. Ja, cool. Okay, notiert. Pini reist gern. Gell? Hoi Kitty, wie geht's dir? Wenn du weiter so fährst, bist du pünktlich zur Pensionierung fertig mit dem Stream. Hey! Was willst du mir damit sagen? Dass ich langsam unterwegs bin? Ich bin gemütlich unterwegs, meine Liebe. Gemütlich. Du weißt, Speedrun-Niveau, okay? Und hey, wie geht's dir, Kitty? Ui, noch ein Ballon. Mir geht's sehr gut, danke vielmals. Bis jetzt, also ich hatte einen sehr strengen Tag. Sehr, sehr viel zu tun. Oha. Dort hinten ist einfach ein Feuer am Brennen. Dort oben sitzt der Vogel wieder. Nice. Das ist gerade das Thema und sie hat mich gefragt. So sieht es aus. Neugierig bin ich, ja. Tröd? Oh ja, und wie? Oh. Ein Leiterli kommt rauf, praktisch. Ah, wir können sogar durchfahren. Moment. Ich sehe Troubles. Also, nicht im Tempo, wo die Steffi zu Pini kommt, nicht so um. Was? Ach so, ja, Pini reist nicht so wie im gleichen Tempo, wie ich hier am Reisen bin. Das ist so. Sonst kommt sie wirklich nicht so um. Ich bin mehr
schon letztes Mal, sagen wir so, ich war so letztes Mal mega irritiert gewesen, weil wir jetzt einfach verkehrt fahren. Das ist so weird. Jetzt sind wir das ganze Spiel durch von links gegen rechts gefahren. Und jetzt ist es einfach verkehrt rum. Und ich bin so irritiert. Eieiei. Ich finde nicht an, dass das super irritierend ist, dass wir jetzt verkehrt fahren. Also nicht hinter sie, aber einfach seitenverkehrt. Es ist so gespässig irgendwie. Haben wir noch Wind? Ja. So. Schöne Musik haben wir immer wieder zum Segeln, das ist doch auch schön. Und das Schöne beim Reisen ist doch eben auch, dass man ein bisschen Stress losbekommt. Und bei diesem Spiel ist es genau gleich. No stress, Kitty, no stress. Es passiert etwas. Das ist eine Cutscene oder so. Es fühlt sich nach... Ja, es ist eine Cutscene. Leute, eine Cutscene! Ich bin heute nicht so eine Geduldige. Warum, Kitty? Was ist passiert? Oh. Das Spiel beruhigt wirklich Hände. Oh mein Gott! Also für alle die den ersten Teil nicht gespielt haben. Darf ich vorstellen? Das ist Lone. Das ist die Figur, die man im ersten Teil spielt. Und sie treffen sich da. Ich finde das so toll. Oh. Viel zu tun, zu wenig Zeit, aber ich bin gerade am Runterkommen. Gut, Kitty. Das braucht es nämlich auch. Boah. Das ist einfach so schön. Ja, das war's, meine Lieben. Das war das Game. Nice. Ja, es ist wirklich very nice. Ich frage mich, ich würde es irgendwie würde ich es mega sehen, wenn es jetzt noch einen dritten Teil gibt.
Und das ist aber ein Coop-Spiel. Ich würde das so sehen. Jetzt einfach, ich meine, jetzt haben wir ja mit also die Loan, also ich weiss nicht, ob sie wirklich Loan heisst, aber ihr müsst sehen, der erste Teil heisst ja Far Loan Sales. Also entweder so, ja, Loan Sales im Sinne von alleinige Segel oder so, I don't know. Oder eben die Loan, also die Figur namens Loan Sales. Und der zweite Teil war jetzt eben Changing Tides gewesen. Und ich würde es so sehen. Jetzt, ich meine, es ist doch so obvious nicht, dass er das jetzt das zweite kann weiterspielen kann. Es wäre einfach so schön, wenn wir jetzt herausfinden könnten, was die zwei als nächstes machen. Richtig chillig, gell, finde ich aber auch. So, ja, da kommen jetzt noch ein paar Credits, die lassen wir jetzt natürlich noch ein bisschen weiter laufen, zusammen mit dem schönen Meeresgeräusch im Hintergrund. Ich muss wirklich sagen, ich finde das Spiel wirklich der Hammer. Und schon dass der erste Teil ist ja, also der erste Teil und der zweite natürlich, die sind ja von einem Schweizer Entwicklerstudio, von Okomotive. Und der erste Teil war ja sogar ursprünglich wirklich ein Studienprojekt gewesen. Also es war eine Bachelorarbeit oder so. Ich bin mir gar nicht mehr gross sicher. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Das hat ja x Auszeichnungen bekommen, weltweit. Also, und dann haben sie auch den zweiten Teil gemacht. Und das ist wirklich das ist auch der Hammer. Das muss man wirklich sagen. Also, die Schweizer Games können sich wirklich sehen auf dem Markt. Und ich fände es aber noch immer gerade deswegen noch schön, wenn sie ein bisschen mehr gefördert werden. Aber dadurch muss man natürlich auch sagen, ja, Schweizer Games können eben international gespielt werden. Und bei Schweizer Filmen, also und dementsprechend ist natürlich das Potenzial noch viel grösser. Aber Schweizer Filme zum Beispiel, die können wie fast nur in der Schweiz geschaut werden. Und darum ist es so, dass unsere Schweiz, also beziehungsweise Wirtschaft und Politik, hauptsächlich Filmförderung macht und weniger Gameförderung. Was eigentlich mega schade ist. Und ich glaube, dass sie einige Studios, also Entwicklerstudios, es echt verdient hätten, ein bisschen Unterstützung zu bekommen. Aber ja, da können wir natürlich niemandem etwas vorschreiben. Hoffen wir einfach, dass unsere Szene noch ein bisschen wachsen. Und dann kommt das vielleicht irgendwann mal von ganz allein. So Leute, jetzt habt ihr auch schon Feierabend? Habt ihr schon das Feierabendbierchen aufgemacht? Und ich gehe, glaube ich, jetzt noch ein bisschen draussen spazieren. Und dann heisst es ja für mich am 7. schon wieder weiter streamen, aber auf meinem privaten Channel. Und ein bisschen Pause dazwischen tut auch gut. Ein bisschen Kopf lüften. Heute konnte ich noch mal ganz kurz Mittagspause machen. Das Corona ist offen, also das Bier. Gut. Sehr gut, Pini. Yes. Ja, Leute. Dann hoffe ich, dass ihr es genossen habt, so wie ich auch. Mit diesem wunderbaren Spiel. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Wie gesagt, es gibt es, glaube ich, wirklich auf jeder Konsole und auf dem PC zum Spielen. Es ist, glaube ich, auch relativ günstig, wenn ich es recht im Kopf habe. Also, glaube ich, so 20 Stutz oder so. Und bis bald. Dankeschön, Pini, bist du da gewesen. Merci vielmals. Und ja, dann sehen wir uns am Montag, nächsten Montag wieder hier auf dem Channel von brack.ch oder eben heute Abend 19 Uhr noch bei mir auf meinem privaten Channel. Morgen, nein, stimmt nicht, oh Moment, am Donnerstag bin ich ja auch hier live, fast vergessen, Leute. Am Donnerstag, am 11 Uhr, ja, ich weiss, komische Zeit, aber Donnerstag um 11 Uhr am Vormittag bis um 1 Uhr
weil der Cyril nämlich in den Ferien ist, tue ich und die Caro, also seine Chefin, einspringen und wir bauen zusammen Nanoblocks, also so Nanoblock-Pikachus, also beziehungsweise allgemein Pokémons zusammen. Die sind glaube ich, recht klein, die sind glaube ich, höchstens so gross. Also sie sind wirklich winzig, darum heissen sie ja Nanoblocks. Also, am Donnerstag um 11 Uhr bin ich wieder hier live auf dem Channel von brack.ch. Genau. Oder schon in der nächsten Woche am Montag wieder. Wir sind natürlich fast jeden Tag live. Morgen zum Beispiel ist der Troy am 3 auch wieder für euch da. Dann gibt es Guardians of the Galaxy. Und am Freitag ist leider kein Stream, das mal wieder. Der Blake, wie ich mir überlegen, hat irgendetwas mit Zivildienst gesagt. Ich glaube, das ich recht im Kopf habe. Ja. Der Blake ist jetzt zur Hälfte nicht da. Ich muss jetzt schauen, dass er ersetzt wird oder so. Das geht gar nicht. Hey, aber schön, dass ihr da gewesen. Merci vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen ganz schönen Feierabend. Genießt es und bis zum nächsten Mal. Habt noch Sorge. Ciao zusammen.